Das Schicksalswillen soll sich da eigentlich eher des Schicksalswillen heißen. So korrekt deutsch umgesetzt. Weiß auch nicht genau. Egal, wir kommen zurück vorne zu Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ja, zu Yu-Gi-Oh! 5Ds Kampagne. Das wird natürlich stimmen. Nee, zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und dementsprechend die Yu-Gi-Oh! 5Ds Kampagne. Wir sind ja nahe dem Finale der zweiten Staffel. 4 Duelle fehlen noch, würde ich mal sagen. Also mit dem Duell, mit dem aktuellen. 2, 3, 4. Ja, das müsste bereits in der ersten Staffel sein. Also, würde man sagen, los geht's. Immer noch im Kampf gegen die finsteren Auserwählten. Jose beeilte sich, um Roman, den Anführer der finsteren Auserwählten, zu treffen, der gleichzeitig auch Rex Goodwins Bruder war. Jose ging davon aus, dass er jetzt endlich sein letztes Duell kämpfen würde. Ich freue mich, dass du es geschafft hast. Ich dachte schon, du würdest dir Vorwürfe für das machen, was du deinem Freund angetan hast. Was ich getan habe? Kellen hat seinen eigenen Weg gewählt. Ich bin nicht für seine Entscheidung verantwortlich. Wenn jemand schuld ist, bist du es, Roman. Du hast ein völlig verwirrtes Kind ausgenutzt. Na, immer langsam, jungen Pferden. Ich habe nicht dir die Schuld gegeben. Wir haben alle genau das getan, wofür das Schicksal uns bestimmt hat. Du warst dazu bestimmt, deinen Freund in Bedrängnis zu bringen, genauso wie er dazu bestimmt war, deinen Vater zu vernichten. Mein Vater? Irgendwie faszinierend, dass der Auswähler, der mich besiegen möchte, ausgerechnet Professor Fudos Sohn ist. Du kämpfst gegen eine Macht, deren Auswirkungen für dich noch gar nicht bewusst sind. Eine Macht, die von deinem Vater erweckt wurde. Vor etwa 20 Jahren hat dein Vater Planetenpartikel entdeckt. Diese Partikel wirken wie ein Planetengetriebe, verbinden alle eigentlich voneinander unabhängige Teile miteinander. Das Team deines Vaters führte einige Experimente durch, bei denen sie die Planetenpartikel verwendeten, um größere Molekularstrukturen zu bauen und zu steuern. Das führte dann zur Entdeckung von NRD und dem Bau des NRD-Reaktors. Zu dem Zeitpunkt sind Rex und ich dem Team dann als wissenschaftliche Mitarbeiter beigetreten. Jeder war damals begeistert von welchen Möglichkeiten der Reaktor bot. Die Forschungsarbeiten gingen reibungslos voran, bis hin zu dem schicksalsträchtigen Tag. Jedes Mal, wenn wir einen Test mit dem NRD-Reaktor durchgeführt haben, kam es New Dominos wieder zu seltsamen Wetterphänomenen. Der Professor machte sich große Sorgen und wollte Experimente sofort aussetzen und den Reaktor abschalten. Das fand ich nicht so toll, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also habe ich weitere Untersuchungen angestellt. Ich habe festgestellt, dass bei den weit entfernten Nazca-Linien zur gleichen Zeit, in der wir unsere Tests durchgeführt haben, ebenfalls seltsame Wetterphänomene auftraten. Also beschloss ich, zu den Nazca-Linien zu reisen, um mir das einmal näher anzusehen. Und hat mir davon eine Legende erzählt, nach der alle 5000 Jahre mächtige Geistererscheinungen miteinander kämpfen. Die Nazca-Linien sollen dabei böse Geister sein, die nach ihrer Niederlage gegen den großen Drachen verbannt worden waren. Ich bin also losgefahren, um mir diese Linie einmal selbst anzuschauen. Dann habe ich einen Mann getroffen, einen Mann von Iliasta. Iliasta? Irgendwie hat er von den NRD-Experimenten erfahren und meinte, dass wir sie unbedingt fortführen müssen. Genau dann habe ich etwas, Unerklärliches gehört. Es war keine Stimme, wie deine, die zu mir sprach. Es waren noch keine Worte. Aber diese Stimme gab mir zu verstehen, dass der Energiereaktor die Kraft besaß, das Siegel der Nazca-Linien zu durchbrechen und die Schattenarmee freizugeben. Der Reaktor war ein Instrument des Schicksals und die Stimme hatte mich dann überzeugt, dass ich derjenige war, der spielen sollte. Ich habe Professor Fudo seines Amtes enthoben und den Energiereaktor zerstört. Das aber führte zu einer schrecklichen Katastrophe, die New Domino City in 2 Teile spaltete und das Tor zur Unterwelt geöffnet hat. Die Geschichtsbücher stimmen also nicht. Am Ende war mein Vater daran schuld, dass die Stadt zerstört wurde. Was? Am Ende war mein Vater nicht daran schuld, was soll er heißen? Nein, Jose! Dein Vater war ein selbstgerechter Langweiler, der nicht verstanden hatte, wozu der Energiereaktor in der Lage war. Er war ein Versager, genau wie du. Denn ich werde den König der Unterwelt wieder auferstehen lassen. Nö, das wirst du nicht. Wenn ich noch genauso Glück habe wie bei den letzten beiden Duellen mit den Karten, hat Roman so was von gar keine Chance gegen uns. Zumal wir Uses Deck langsam mittlerweile auswendig kennen. Aber ich nehme an, dass noch 1, 2 neue Karten im Deck haben dürfte. Bis jetzt zumindest gerade mal eine sehe ich gerade auf Anhieb. Spielnetz. Spider-Spinne. War da Spider-Man oder was? Spider-Man. Was? Sollen wir aktivieren? Da, warte mal. Zwillingstwister. Was? Wir fangen Karte haben, weil damit zwei zerstören sie. Cooler Effekt. Schrei der Untoten. Jo, was macht ein Kampfwalzer?
Wenn ein Synchromonster so kontrolliert, beschwöre einen Walzer-Spiel machen, derzeitigen Typ, das war eine Spezialbeschwörung. Okay, einfach eine Kopie vom Synchromonster. Kein Spieler hält Kampfstand aus Angriffen, an denen diese Spielmarke beteiligt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, warte mal, derzeitige Typ, derzeitige Eigenschaft, derzeitige Stufe. Okay, ist ja trotzdem ein Synchromonster, was man theoretisch auch wieder für weitere Beschwörungen einsetzen könnte, irgendwie sonst auch opfern könnte, für weitere Tributbeschwörungen und so. Nehmen wir jetzt mal an, weil davon stand jetzt hier eigentlich nichts. Interessant. Aber eben, ich kann damit nicht angreifen. Warte mal, jetzt haben wir Nitro-Krieger dreimal wieder, Gerümpelkrieger dreimal. Ernsthaft? Ein bisschen das Oldschool-Deck, USA, wa? Okay, was kann die Spider-Spinne? Der Kampf, das stört. Okay, das sieht man gerade ein bisschen weniger. Falls ein Monster angreift, wenn die Verteidigungsposition geändert ist, kann der Spielwerfer bleibt. Das ist natürlich eher doof. Andererseits, man kann natürlich auch ausnutzen. Okay, los geht's, Freunde. Ich rufe Tempokrieger im Angriffsmodus. Nein, ich will keine Special Ability nutzen. Irgendwelche Zauberkarten. Ich will aber Tempokriegerseffekt nutzen. Nein, keine Kette hinzufügen, dankeschön. Tempokrieger, Angriff auf die Spider-Spinne oder Spider-Spinne. Mann, ist das ein Zungenbrecher. Spider-Spinne oder Spider-Spinne. Nee, Spider-Spinne, so wäre es richtig. Dann würde ich doch mal sagen, ich spiele mal die Karte verdeckt. Die kann auch nicht schaden. So, Roman. Und übergebe wieder dir. Mach was raus, Alter. Und zeig mir deinen hässlichen, ärgerlichen und sterblichen. Okay. Das hat sich WTF? Warum macht er denn das jetzt? Also, versteht mir bitte nicht falsch, Freunde. Ich verstehe schon, warum er es gemacht hat. Weil eine Karte zu viel auf der Hand hatte, aber ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Weil, vermutlich wird es eh dieselbe Karte sein. Abgesehen davon, hätte er den Zug vorher gemacht, wäre es ein finsteres Senat nicht in den Verteidigungsmodus geswitcht. Gar keinen Sinn. Egal. Ich spiele mal Stimmen. So, was haben wir Schönes? Oh, Schnellzieh-Synchron. Lange nicht mehr gesehen. Den einmal an der Hand auf den Friedhof legst. Okay, und dann ein bisschen schwierig. Synchromaterial also ein Synchronfänger als Material ausruft. Ja, geht im Prinzip darum, ein Schnellzieh-Synchron könnte theoretisch Nitro-Synchron, Gerümpel-Synchronisierer, die Dinger könnte ich alle eigentlich ersetzen damit. Nur ist Schnellzieh-Synchron ja auch schon Stufe 5. Also Gerümpel-Krieger, der auch Stufe 5 ist, kann er damit gar nicht rufen. Geht gar nicht. Das wäre für Nitro-Krieger, Turbo-Krieger oder Straßenkrieger, für die wäre das was. Aber ja, ich habe eh nur Nitro-Krieger im Extra-Deck, also insofern wird es ja nur für das sein. Schwarzes Loch, das hätte ich gerne gehabt. Egal. Gerümpel-Synchronisierer, zeige dich! Aber jetzt gerade wirklich sein Effekt außerdem übersprungen. Hass. Ja, ich dachte, weil die Bestätigung von wegen, hey, willst du diese Zauberkarte aktivieren? Nee, will ich nicht, aber es war ja nicht das. Das war ja der andere Effekt. Na gut, kann man nichts machen, habe ich jetzt aus Versehen verschwendet, weil ich hätte es eigentlich gerne Gerümpelkrieger gerufen und Kampfwalzer gespielt. Aber shit happens, kaum. Da der Empfänger, wieso ruft er 2 Empfänger? Ich warte mal noch ganz kurz, einfach sehen, was er überhaupt ziehen würde.
immer noch nicht. So, jetzt. Dankeschön. Ist bald beendet. Effekt an der Karte aktivieren. Nö, noch nicht. In der Battle-Phase. Effekt an der Karte aktivieren. Nee, noch nicht. Eigentlich interessant. Du opferst einen Empfänger und rufst dafür 2 weitere Empfänger. Okay, dann spiele ich jetzt mal einen Twister, komm. Weil gemerkt davon sagt der Effekt. Das war's. So, was haben wir da Schönes? Nee, komm. Sternschnuppe. Gefällte Ziel. Gefällte Ziel vor allem. Gerümpel-Synchronisierer. Komm und zeig, ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Tempokrieger zum Appell. So, dann, Freunde, wird es einfach eine Synchrobeschwörung. Ich stimme meinen Gerümpel-Synchronisierer auf Tempokrieger ein. Und rufe als Synchrobeschwörung Gerümpelkrieger. Und zwar machen wir mal hier. So, er kriegt natürlich keinen Boost, das ist mir bewusst. Ihr könnt, ja, ich könnt Schrei der Untoten nutzen, damit das noch funktionieren würde. Aber nee. Ich will lieber Kampfwalzer spielen. Dadurch gibt es eine Walzer-Spielmarke. So, warum das Ganze? Damit du nämlich die Karte spielen kannst. Schrei der Untoten. Dann rufe ich jetzt mal einen Gerümpel-Synchronisierer zurück. Oh, und jetzt kann ich Sternstadt-Drache rufen. Ich stimme den Gerümpel-Synchronisierer auf die Walzer-Spielmarke ein. Das gab's sogar, krass. Und rufe als Synchrobeschwörung meinen Sternstaub-Drachen. So, Freundchen. Dann setze ich mal noch eine Karte verdeckt, aber nur weil ich es kann. Und jetzt greife ich an, Gerümpelkrieger. Greif seinen finsteren Resonator an. Und Sternstaub-Drache macht das gleiche. Endlich ist er weg. Scheiß Monster. Wobei in einem Finsternis-Synchro-Deck ist der natürlich Gold wert. So. Zug beendet. Viel Spaß, Roman. So, natürlich warte noch mit meiner Fallenkarte. Da wird zu warten, kann er nichts machen. Nichts Brauchbares aktuell. Schildflügel. Kann ich zwar im Angriffsmodus nicht nutzen, aber ich warte mal noch für später. Zuerst mal müssen seine Empfängermonster weg. Keine Ahnung, was der sonst so im Schilde führt. Da keinen Bock drauf. Weg mit diesen Käfern. So. Oh, das ist schon viel Öler. Ja, komm, mach hin. Kopffritz stutz nochmal, das geht mir auf den Sack. Das ist nicht einfach, es läuft, kann aktivieren. Ja. Finsterer Käfer, was macht er jetzt? Oh nö, jetzt kommt er wieder zurück. Ja, komm, mach. Synchrobeschwörung, komm. Ja, okay, ist nur Lebenspunkte Schaden. Aua! Untergrundspinnentier ist eigentlich ein finsteres Synchromonster. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf den Quatsch. Ja, muss ich jetzt machen. Weil, ja, steht da, falls die Karte angreift, kann der Gegner bis zum Ende des Damage selbst keine Zauber der Fallenkarte aktivieren. Ist der finstere Käfer. Okay, da kann nichts mehr machen. Sternschnuppe! Bye bye, Spinnentier. Der ist wohl dazu. Der Macht des Sternstaub-Drachen ist eben keiner gewachsen. Und nun
Gerümpelkrieger, zerstör seinen finsteren Käfer, zertrampel ihn. Bye bye. Sternstabdrache, beende das Duell. Sternstab-Explosion. Ich muss sagen, seit 2 Folgen, ich weiß nicht, was passiert ist, aber Yuseis Deck funktioniert plötzlich. Glaubst du, dass es vorbei ist? Naja, wenn es dir nicht gelingt, alle Finsen auszuwählen bis zum Sonnenuntergang zu besiegen, wird der König auf alle Fälle wieder aufhalten. Was? Er hat ihn nicht gehört, Roman? Loser versteht man so schlecht. Okay, ja, es ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. So, Freunde, das war's mit Roman und seinem merkwürdigen Unsterblichen. Bislang haben wir noch... den Wal haben wir mal gesehen, wa? Den Wal haben wir doch hier. Wenn Wal hat die Qual. Ich habe ihn zwar relativ schnell wieder zerstört, aber wir haben ihn mal gesehen. Ansonsten die ganzen Dinger noch nicht in Aktion gesehen. Natürlich schade, aber eben ist natürlich halt immer auch ein bisschen eine Trickkiste. Weil es halt so ist. Einen Gegner dazu kommen zu lassen, sein stärkstes Monster zu rufen. So, Freunde, es geht weiter mit Schatten des Zweifels. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Nachher in der nächsten Folge geht es weiter. Ganz normal. Und ich würde sagen, das sieht mir aus wie ein Duell zwischen Jack und Carly. Er hat auf dich gewartet, Jackie. Nein, du kannst keine sein. Doch, das bin ich. Nein, kannst du nicht. Doch, das bin ich. Wer Jack, du machst so Witze. Die Antwort ist ja wohl eindeutig. Du bist verantwortlich dafür. Nein, du irrst dich. Ich bin derjenige, der versucht, dich zu retten. Also bitte, du hast beschlossen, mich zu meiden, weil du dachtest, ich wäre einer der Paparazzi. Das stimmt nicht. Ich habe dich auf Abstand gehalten. Also, ich habe dich auf Abstand gehalten, weil ich nicht wollte, dass du verletzt wirst. Nun, das ist dir nicht gelungen. Und jetzt ist es an mir, die Sache wieder gerade zu rücken. Ja, was für eine Ironie. Früher war ich hinter dir her und habe jeden deiner Worte andächtig gelauscht. Aber jetzt hat es das Blatt gewendet. Jetzt bist du derjenige, der verzweifelt ist. Das stimmt. Ich möchte ganz verzweifelt die alte Carly wieder haben. Und das werde ich auch. Verlass dich drauf. It's time for Duell. Ach ja. Es war ein guter Zeitpunkt, Freunde, mich noch einmal bei euch zu bedanken, dass ihr auch immer so viel Geduld mit mir habt, wenn ich ja zum Teil jetzt schon ab und zu mal mich über die Decks der Charaktere ausgelassen und geschimpft habe. War aber wirklich halt deswegen, weil es zum Teil halt ein bisschen mühselig war, sag ich jetzt mal. Und dann halt auch ein bisschen gefrustet bin. Aber ich möchte halt mit den Decks der Charaktere zocken, nicht mal in meinem Deck. Weil, auch wenn ich jetzt genug Karten hätte für ein eigenes Deck, es geht mir hier auch darum zu lernen. Gut, die ersten 3 Staffeln haben noch außer im Kopf. Da jetzt noch mal viel gut repetieren, ja. Kann natürlich auch nicht repetieren. Aber vor allem danach mit der Sechsel-Staffel, Arc 5 und wie ist die letzte? Wie Dings? Naja, die mit den Link-Beschwörungen halt. Das sind Dinge, vor allem die mit der Link-Beschwörung, die kenne ich gar nicht, die Staffel. Die andere nur zum Teil. Arc 5 war zum Teil ein bisschen interessanter als Sechsel. Das sind einfach so Dinge, die will ich halt auch kennenlernen. Neue Karten, neue Möglichkeiten. Denn ansonsten wäre es ja irgendwie langweilig für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Der Finsterresonator, kennt ihr doch irgendwie. So. Das Schicksal verändern. Okay. Ja, ich rufe mal einen Finsterresonator. Mal gucken, was passiert. Der kann ja hoffentlich einen Angriff aushalten. Was hat Jackie im Deck? Also, roter Netzunterwäldler SK, majestätischer roter Drachen. Den will ich rufen. Da ist eigentlich das Pendant zum majestätischen Sterndrachen. Roter Netzunterwäldler plus ein Nicht-Empfänger-Monster. Stufe 10, auch hier wieder das Problem. Roter Netzunterwäldler hat Stufe 8. Majestätischer Drache hat Stufe 1. Ich brauche also noch ein Stufe 1 Monster. Das könnte ja eklig werden. Ja, mal gucken. Aber erstmal ein Rotdrachen Netzunterwäldler mal rufen, ne? Da ist natürlich Priorität 1. Was ist das für ein Vieh? Nee, komm. Einzug überlebe ich ja.
Ja, 2 verdeckte Karten. Ah, noch so eine harmonische Welle, super. Noch nicht das wahre, Freunde. So, eine Karte verdeckt und beende den Zug. Ich weiß, hätte auch Verteidigungsmodus switchen können, wollte ich jetzt absichtlich nicht machen. Schicksalsdame Wasser. Okay. So, was kann die Karte? WTF ist noch so ein Scheißempfänger. Was ist los mit euch? Jack, hast du nur Empfängermons im Deck? Oh nö, come on. So, Finsterresonator, bitte greif an und bitte halt. Ja, wieso sage ich überhaupt was? Das läuft nicht so, wie ich eigentlich wollte. Das läuft mal total beschissen. Nee, kaum was gut sein. So, jetzt wage ich es mal. Das Schicksal verändern. Na, war klar. Aua. Welchen Effekt? Achso. Wir sind jetzt am Ende der Battle Phase und am Ende des Parts angekommen. Bitte verabschiede dich. Alles klar, Freunde, würde ich mal sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution. Mal gucken, wie wir gegen Kali ankommen wollen, die irgendwie ein ganz creepiges Deck spielt und irgendwie, ich werde nicht so schlau daraus, vor allem was Jack irgendwie im Deck hat. Der majestätische Drache auf der Hand zu haben ist natürlich cool, aber wenn ich sonst irgendwie keine starke Monster ziehe, ist irgendwie doof. Bis nächstes Mal. Bye, bye.